Willkommen, werte Zuschauer, Folge 2 Let's Play der Billions mit Shooty. Game Basics haben wir in Teil 1 durchgenommen. Werde ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Da könnt ihr dort nochmals reinschauen, falls ihr noch nichts wissen wollt oder fragt einfach in den Kommentaren. Ne, jetzt geht es echt ein bisschen schneller und ein bisschen zügiger zur Sache. Sprich, ich werde jetzt hier mal, wie angekündigt, ein bisschen mein Gebiet erweitern. Zum einen in diese Richtung, damit ich mir Hütten bauen kann. Zum anderen aber auch nach unten. Ich baue den extra nicht in der Mitte, weil ich möchte hier Farmen hinbauen, die möglichst effizient produzieren können, also möglichst viel Gebiet zur Verfügung haben. Und dasselbe gilt hier. Okay, der hat es schon. Ich will jetzt nur noch die Hälfte bekommen. Ich lasse ihn mal so. Passt. Passt. Ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Lass es mal so. Okay. Gut, währenddem die Tesla Towers gebaut werden und mein Gebiet erweitert wird, kümmere ich mich mal um das Soldatencenter. Das wurde fertiggestellt. Ich werde jetzt hier immer laufend Rangers produzieren, wie es mir möglich ist. Diese, ja, ich denke mal, bis ich so 20 Ranger habe, das sollte dann mal reichen als Startarmee. Ich kann hier einen Punkt setzen, wo sie hingeschickt werden. Da sehe ich es ein bisschen besser. Das läuft mal. Ich mache eins nach dem anderen, weil die Ressourcen sind noch sehr knapp. Ich möchte die nicht blockieren. Was ich sicher noch brauche, ist ein zweites Sägewerk. Das ist noch ein bisschen knapp hier. Und ich brauche mehr Arbeiter. Hier wurde der Tesla-Turm gebaut. Das heißt, ich mache jetzt hier weitere Hütten hin. Soweit es geht. Nahrung ist jetzt ausgegangen. Ich kann keine weiteren Hütten bauen. Hier lohnt sich bestimmt... Ne, das lohnt sich nicht für eine Sägemühle. Aber vielleicht... Ja, das muss ich dann noch anschauen. Vermutlich habe ich den hier ein bisschen blöd gebaut. Ich finde es eigentlich vor allem zu Beginn des Spieles wichtig, dass man hier möglichst effizient seine Hütchen hinsetzt, damit man auch wirklich gut Punkte kriegt. Wenn ich jetzt den hier mit 15... das könnte ungefähr passen. Schauen wir mal, wenn ich das ganze Gebiet bebauen kann. Also hier gibt es keine weiteren Normen für den Moment. Noch ein kleiner Hinweis, habe ich noch nicht erwähnt, zu den Ressourcen. Man sieht zum Boden, Stein ist dieses braune Gebilde, dann Eisen, das graue. Dann gibt es Ölfelder, das sind diese dampfenden Löcher. Und es gibt noch Gold, aber Gold habe ich... Ne, sehe ich gerade nicht, werde ich dann erwähnen, sobald wir auf ein Goldfeld stoßen. Ich finde, wenn die nicht wirklich groß sind, lohnt es sich meistens nicht, die abzubauen. Da kriege ich aus den Hütten deutlich mehr raus. Aber ich glaube, ich auch noch nicht erwähnt, Hütten sind nicht nur aufgrund der Kolonisten und Arbeitskräfte interessant, sondern sie produzieren auch Gold in Form von Steuergeldern. Ja. Was ich jetzt brauche, ist Nahrung. Werde ich hier nicht wirklich... Ja, werde ich hier unten weiterbauen müssen. Da kriege ich mehr raus. Sobald die Teslas ready sind, das ist hier der Fall. Okay, vielleicht muss ich hier doch weitergehen, als ich wollte. Weil Holz kriege ich hier oben nicht mehr. Ich brauche aber mehr Holz und hier könnte ich
11, 12, 12. Ich hätte schon ganz gerne so einen 12er. Ja, den möchte ich schon haben. Okay, ich schaue noch schnell hier oben. Wenn der fertig gebaut ist, was ich hier noch bekommen könnte. Sonst geht es einfach nicht schnell genug mit den Verteidigungsgebäuden hochziehen. Hier hinten 10, 11. Na, okay. Ja, okay. Okay. Ne, ich baue hier hinten. Weil das kann ich eh alles abgreifen. Und ich muss sowieso noch hier unten expandieren. Was ich jetzt auch gleich machen werde. Was so ein bisschen sinnvoll wäre wohl. Ja, ich glaube, der ist ziemlich perfekt hier. Decke mir hier korrekt ab. Plus hier alles, was ich brauche. Okay, ich baue den noch schnell, bevor es hier weitergeht. In der Zwischenzeit gibt es weitere Ranger. Ich sehe nämlich hier oben wird schon ein bisschen... Könnte schon ein bisschen eng werden. Go, go, go. Baut das Türmchen. Dankeschön. Pause und nochmal schauen. 11, 10, 10, 11. 11 soll es sein. 11 soll es sein. Jetzt kriege ich auch ein Energieproblem. Und für Energie brauche ich dann wiederum ebenso Holz. Also, doch, ich brauche dieses Holzproduktionsding. Dann kriege ich 20 Holz pro Produktionsintervall. Weiter Ranger produzieren. Okay. So, das sieht jetzt hier gut aus. Hier ist noch nicht viel los. Hier ist auch noch okay. Das sieht gut aus. Kurz Pause. Ich mache oftmals Pause in diesem Spiel. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber die Zeit ist einfach so kritisch. Man hat echt... Also ich hatte noch nie genug Zeit in diesem Spiel. Und ich möchte die nicht vergeuden. Das ist eine wichtige Ressource. Ich denke, ich baue jetzt hier mal meine ersten... ich werde noch einen zweiten Ranger brauchen. Ich muss hier noch ein bisschen freirollen. Okay, Holz läuft. Jetzt mache ich noch ein bisschen was für die Energie. Von diesen Türmchen wird man massenweise bauen müssen. Okay, hier ist noch ein Ranger fertig. Auch hier noch ein interessantes Phänomen. Ich habe jetzt -1 Nahrung. Das hängt damit zusammen, dass der natürlich jetzt ein bisschen Jagdplatz von der Hütte wegnimmt. Ist aber nicht so tragisch. Bedeutet einfach, ich muss jetzt hier wirklich... weitere Jagdhütten hinbauen. Das mache ich hier. Und dann schaue ich noch schnell wegen den Fischerhütchen. Wie baue ich die am besten? 17 ist natürlich schon...
Okay, das sollte dann das Nahrungsproblem lösen. Strom wird bald neu produziert, dann kann ich auch wieder weiter Hütten bauen. Läuft. Okay. Hier ein bisschen wegmetzeln. Der Rest scheint sicher zu sein im Moment. Okay. Schicke ich mal alles hier runter. Okay, sehr schön. Futter gibt es wieder, Energie gibt es auch wieder. Was fehlt, sind wiederum die Arbeitskräfte. Aber weil ich das andere habe, kann ich hier weiter bauen. Und das mache ich natürlich auch. Weitere Hütten. So, jetzt ist wieder alle Nahrung aufgebraucht. Gibt dafür Arbeitskräfte. Und ich denke, hier kann ich dann schon bald meine... Oh, was ich noch schauen könnte, ist... Genau, der Holz. Na, passt hier leider nicht rein. Schade. Hier möchte ich nicht. Da kommt dann die Farm hin, also baue ich den irgendwo hier drüben hin. Kann ich schon? Ja, ich kann schon. Ich schaue mal schnell, wo ich hier am besten, wie ich meine Steinbrüche, Steinbruchbrüche. Ja. Wie baue ich den am besten hin? 4 Steine scheint das Maximum zu sein, das ich hier rauskriege. Ich kann den auch hier oben hinbauen, ein bisschen geschützt. Also muss ich hier keine Rücksicht nehmen. Ich schaue noch schnell hier. 4 Steine. 4 Steine habe ich auch mehrere Möglichkeiten. Das ist gut so. Werde ich dann auch bald mal bauen müssen. Aber erstmal gibt es den guten alten Holzworkshop. Den mache ich hier platzsparend hier hin. Dann geht es los mit der Forschung und ich denke, als erstes mache ich gleich die Ja, ich schaue mal, wie es aussieht. Ich möchte mich hier noch nicht festlegen. Das hat schon wieder alles weggeballert hier. Ja, vielleicht muss ich dann doch erstmals eine Farm erforschen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall passt hier noch ein Fischhütchen hin. Was habe ich, Tag 4? Ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Da fehlt es mir an allem. Dann sollte ich mir vielleicht doch langsam Gedanken machen. Ich mache hier eine einfache Mauer hin. Und zwar so. Okay, und das sollte eigentlich ein Range mal ausreichen zum Sichern. Und hier kommen sie nicht durch, das reicht so. Dann bin ich hier schon mal sicher. Hier oben habe ich ja geschaut, da kommen sie nicht durch. Das heißt, es geht jetzt hier drüben weiter. Aber ich glaube, hier sieht es eigentlich auch ziemlich sicher aus. Mhm. Hier sieht es auch schon ziemlich gut aus. Ich schaue mal schnell, wie hier das hängt noch davon ab, wo und wie ich hier noch ein Fischerhütchen hinbaue. Ich denke, den sollte ich schon noch bauen. Ja, die 17 Futter greife ich noch ab.
Weil ich brauche bereits schon wieder Hütten hier oben. Damit es weitere Arbeitskräfte gibt, das ist schon wieder auf 0. Okay, aber so muss man reichen für den Moment. Ich möchte es echt nicht übertreiben. Jetzt muss ich aber noch schnell überlegen, wo ich das Tor hinbaue und vor allem, wo ich dann denke, das Ballist, das baue ich dort. Ja, das kommt da irgendwie in die Mitte. Dann baue ich den hier so. Weg mit euch. Holzfeld. Neue Lieferung ist angekommen. Das passt so. Hier setze ich eine Patrouille, müsste ausreichen. Zur Sicherung. Sehr schön. Okay, das heißt, es geht nun hier oben weiter. Hier unten ist mal sicher. Ah, hier ist noch der Workshop fertig. Ganz kurz, die Episode ist sogleich zu Ende. Die Zeit mal wieder um. Noch ein bisschen Theorie. Bevor es in der zweiten Episode um den nördlichen Teil, in der dritten Episode um den nördlichen Teil geht. Forschung. Hier ist mal die Holzforscheinheit. Hier kann ich einen Aussichtsturm bauen. Das sehe ich ein bisschen weiter. Ist jetzt im Moment wirklich nicht wichtig. Dann gibt es diese Fallen, Spitzenfallen. Die gehen kaputt. Baue ich am Schluss, wenn ich nichts mehr Besseres zu tun habe. Dann kann ich Holzhütten erforschen. Die haben natürlich mehr Platz für Kolonisten, produzieren mehr Gold. Werde ich sicher erforschen. Farmen habe ich schon erwähnt. Werde ich wohl... Ja, werde ich ziemlich bald erforschen müssen, weil ich habe bereits schon wieder nichts mehr, bis auf die Fischhütte und hier oben den See. Den Markt. Auch ein wichtiges Gebäude, werde ich auch ziemlich schnell forschen, weil das ist eines dieser Gebäude, die Boni für die Wohneinheiten geben. Dieses hier verkauft zum einen überflüssige Güter, das heißt, ich muss hier kein Micromanagement mehr machen mit Produktionsgebäude außen anschalten. Und viel wichtiger ist, dass die Nahrungsbedürfnisse der umliegenden Wohngebäude verringert wird. Das ist recht toll. Und dann gibt es den Steinworkshop, das ist das zweite Forschungsgebäude. Werde ich sicher auch erforschen, aber nicht mit Priorität. Der Sniper, das ist eine tolle Einheit, ist zwar ziemlich langsam, macht aber wahnsinnig viel Schaden. Die meisten Zombies werden mit einem Schuss getötet und die Reichweite ist natürlich auch toll. Das wird dann die nächste Einheit, die ich produziere, nach den Rangern. Und das Ballist habe ich schon erwähnt. Pro Defensivsektion ein Ballist wird mir ja vielleicht für die nächsten 2, 3 Horden, die kommen, gute Dienste leisten. Deshalb werde ich jetzt prioritär, weil ich erst 2 Abschnitte habe, die ich mit diesen 2 Rangern gut halten kann, werde ich die Farm erforschen, weil ich denke, Nahrung ist mein größtes Problem. Okay, läuft. Dann beende ich Episode 2. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir mit Spielen. Ja, schaut euch einfach rein. Nächste Episode kommt schon bald. Bis dahin, tschüss.